So und herzlich willkommen, ich starte gerade hier, weil es geht wieder, wir gehen in die zweite Karrieremodus, wo wir werden anfangen, das mit meinem Heimatverein, mit dem FC Basel. Und wir machen unsere Kollegen da gerade, ich erzähle euch ein bisschen, wie das Prinzip da wird sein. Wir werden auch ganz normal spielen, vor allem auf die Jugendliche aufbauen, realitätsnah bleiben, so weit wie es geht. Natürlich, das hoffen wir natürlich auch, dass wir national gut spielen und international natürlich ein Argument können. Ein selbstes Ziel da wird sicher mal so vielleicht ein Triple, wer weiß. Das wäre sicher etwas Geiles. Ja, oh Gott, bin ich da falsch geschrieben, habe ich mich auch noch. So, und da auch wie in der Arsenal-Karriere als Schweizer. So, da machen wir den gleichen Typ, aber als Jogginganzug. So, Weltklasse 6 Stadion Europa. Das finde ich schon, dass also spätestens nachdem wir da Ding gemacht haben, Europa League Final, habe ich mir erhofft, dass da etwas gemacht wird, nämlich das Waldstadion natürlich. Das da nehmen wir um. Hey. So. Santiago Park. Hey, mein Handy muss mich jedes Mal aufregen. Ich finde das unglaublich. So. Eben, wir werden eigentlich wie Karriere im Ding weitergehen. Gut, wir werden jetzt nicht gerade Donnarumma holen, wie Donnarumma oder Lafont. Oh, okay, Spieler vielleicht noch. Ich dachte Donnarumma, wer weiß. Nein, das dürfen ihr mitentscheiden. Da wird ein bisschen weniger mitentscheiden, aber trotzdem dürfen wir auch mitentscheiden, auch Ideen einbringen. Wir spielen auch europäisch natürlich gegen Arsenal, also gegen unseren festen. Da Barca definitiv weg, dafür kommt Arsenal da rein. Und schon Bayern. Liga Palmer, da wisst ihr vielleicht von der Arsenal-Folge schon, da wegen. Wie ist man bei der PSG schon gewesen? Das aufgrund, weil Ludo Goretz noch einmal in FIFA ist. Finde ich eigentlich auch schade. Also zweimal hintereinander sind sie Champions League gekommen, trotzdem sind sie nicht drin. Maccabi im Gegner auch nicht. Weiß ich aber nicht, das sehen wir ja. Gut, gehen wir gerade hier, ich bin gespannt. Es gibt ja eigene Jugendspieler sogar drin. Anscheinend ist Simic auch drin. Das weiß ich nicht, das war nur das Gerücht gewesen, dass es Simic auch drin ist. Simic ist schon FCB Jugendspieler, als anscheinendes Rohjuwel in dem Sinn. Durch den Murat Yakin leider nicht zum Einsatz gekommen. Jetzt langsam kommt, der ist glaube ich schon 20. Nein, schon 18, ich glaube 18 oder 20, ich weiß nicht ganz genau. Und zählt auch zu einer von der nächsten Juwelen, die wir haben. Natürlich jetzt im Moment ein bisschen Blas Riveiros, meiner Meinung nach. Wer das Spiel vom Samstag gesehen hat gegen den FC Luzern und 3 noch gewonnen, also erstes Spiel, und der sich 18-jährig, also in meinem Alter, 3 Monate älter als ich, Mai im Februar. Das sind 3 Monate, ja. So, dann überspringen wir da ein bisschen da Mandanda, wo zu Crystal Palace gewechselt ist und so weiter. So, das wird die zweite Karrieremodus, also YouTube. What the fuck, die Schrift ist schon richtig am Abgehen. YouTube 2. Ich gesehen, wenn ich es aufgenommen habe. So. Gut. Es geht eigentlich gut aus. 8 Millionen mit Newcastle, Middlesbrough, West Bromwich, Lorient, Rotterdam und Sassuolo. Also interessant. Gehen wir aber trotzdem hier. Scheißegal, dann schauen wir mal bei alles, was Ziel ist. Wir machen auch im mal das Vorbereitungsturnier. Wir gehen ins Kader mal schauen, da bin ich gespannt. Das da sieht schon mal gut aus. So, also wir haben den Fatschlik, den Nikolic, Velati und den Salvi natürlich immer noch verliehen, ist 2 Jahre mittlerweile, lebt schon. Der Name der Lang und der Omar Gava rechts langt völlig aus. Also Goalie prüft man eigentlich so weit auch nicht in einer Höhe. Also Suchi und Balanta natürlich die 2 Tiere, die bleiben. Dann haben wir den Akanji, Hög und Kümart, wobei Kümart, Hög sowieso und Akanji, auch da schauen wir, dass wir definitiv noch einen
holen. Einen werden wir definitiv, ich glaube der Akanji werden wir definitiv auslehnen. Da haben wir links Blas Riveros und der Traoré, das ist auch super lang, das ist völlig. Dann Zeredie und der Geschaka aus der DM. Steffen, oh Gott, hat immer noch was von IB. Also das geht ja nicht. Finde ich jetzt. Ja, egal. Jedenfalls rechts nur der Steffen, dann haben wir Zufi, der Franz, fällt jetzt sicher am Abbiegenplatz auf links, dann Pua und Elionus. Elionus ist für mich innerer Zehner mit Delgado zusammen, dann Kutesa, einer von den neuen Jünglingen, Kutesa, den tun wir einfach auslehnen für das Jahr. Delgado, Dumbia, Janko, Andersporar, Nicolas Hunziker auslehnen an GC und der ist schon 53, wobei eben jetzt der ist richtig mal abgegangen und der Iten ist 59er. Boetius, was ist mit dem? Ah, der Boetius ist auch drin, gut. Auch gut, nice, also 11-mäßig sind wir gut zu Weg, also wir machen sicher mal schon die Startaufstellung richtig. So, mit Sereti und Xhaka, die ein bisschen verdeckt sind, auch 4, 2, 3, 1. Zufi leider nicht auf der 11, Zufi aber trotzdem sicher einer, der häufig spielen wird. Da gehen wir gerade mal hier, also, das wird Trikotverkauf. Wenn es 10 Millionen, also keine 200 Millionen, aber wir müssen gute Spieler kaufen, damit wir extra so immer machen. Unsere Vision, unsere Erwartungen, gehen wir gerade Zielgo anschauen. Nachwuchs über 2 Saisonen, ein Profit von 3 Millionen aus Verkauf von Nachwuchsspielern. Oh, das wird schwierig. Eines der schwierigsten, finde ich. Ich finde ein wichtiger Position, also ein wichtiger Stürmer, ja gut, mit Dumbia und Janko haben wir nicht so gut. Okay, wobei, gut. Dann 10 Millionen aus Trikotverkauf, Champions Cup erreichen und Europa League Qualifikation schaffen. Okay. Liga Meister werden, Pokalsieg holen und Finanz mindestens mit 20 Millionen gewinnen. Okay, das wird ein bisschen schwierig sein, mit einer Meinung. Wobei, das schauen wir jetzt alles mal an. So. Also, da gehen wir sicher mal schon auf globales Netzwerk. So, der ist in der Schweiz, der in Italien, der in Kolumbien, wobei gut Kolumbien, dann einen will ich auf. Italien haben wir jetzt gesagt, gerade Italien haben wir. Ja, dann einen sicher auf Portugal, wobei Türkei. Ah, warte mal. Ein Stück mit Portugal. Der andere ist 5 Sterne, der kommt auf Spanien. So. Eigentlich hätte man fast auf Deutsch und so schicken, aber ist gut. Wenigstens etwas. Verkaufen tun wir ja niemand. Das Geldaufdeck schauen wir schon an. Nö und nö. So, wir schauen sicher mal alle Positionen, die einfach mal vielversprechend sind. Mit 1 bis 25. Und dann ein Stürmer. Stürmer, der muss vielversprechend sein, der muss schnell sein und eventuell ein Distanzschütze sein und der im Alter bis 20. So, das langt auch mal für den Anfang. Dann will ich sicher mal Trainerstab aufbauen, das ist mir wichtig, weil wir ja auch fast recht viel Geld. Oh Gott. Ja, Baumgartner halt. Den bauen wir in der Schweiz auf. Nein, abbrechen. Ich mache immer nicht mehr, einfach aufs Prinzip. So. Gut. Oh, jetzt kommt es interessant. Wer ist. Gut, Sport anscheinend nicht mehr vielversprechend. Flügelspieler vielleicht. Steffen ist immer noch vielversprechend. Nice. Geht ein bisschen pushen. Hoffentlich erreicht der alte 80. Boetius auch noch. Und der Janus sind nur 72. Hei. Der Mittelfeld ist jetzt Zuffi noch. Nein, nicht mehr. Auch Xhaka dafür. Der Abwehr hat auch guten Schuss dafür. Und Goalie Nikolic, oder was, Verteidiger. Balanta ist. Ach du Kacke. Ah, Nikolic will ich ein bisschen züchten. Da. Der wird auch mein nächster. Nikolic wird für mich der nächste im Raum haben. Salzwitz, meint jetzt. So. Ja, Training ist so halb so weg. Nicht ganz das Beste, aber nicht ganz das Schlechteste, sagen wir mal so. So, spielen wir gegen Middlesbrough.
keiner, der spielen will anscheinend. Und als Wunsch setzt. Jetzt mal schauen, ob das so klappt. Ist eigentlich auch die Stammelf. Das 4-5-1 sowieso nicht, das war ein bisschen komisch gewesen. Die haben Ramirez, Downing und Rodgers vorne. Brandner bekommt Gel. Lang bekommt Gel. Tuffi kommt hier für Steffen auf der linken Position, okay. Janko kommt hier für Dumbia, Baragan macht das 1:0 und Tuffi macht das 1:1. Gut, das sollte nicht wahrscheinlich jemand raus. Und wir spielen nur 1 gegen 1 gegen Middlesbrough. Gut, also besser wird es schon gehen. Mal schauen. Jetzt gegen West Brom, also wir spielen gegen 3 engländische Teams, super, oder? Und die haben Newcastle gewonnen. Also wir wechseln schon. Oh, wer ist da schlecht? Seid ihr schlecht in Form? Das heißt, Tuffi bekommt seine Chance. Boetius wechselt mal auf die Position von Steffen. Dann lassen wir es mal so, würde ich sagen. Traoré auch noch schlecht in Form und der Waschlik auch, Gott. Also bekommt der Platz Riveros mal die Chance. Und dann Nikolic. So. Also jetzt ist das Team noch schlechter als gegen Middlesbrough. Jetzt mal schauen, ob das vielleicht etwas nützt. Die Umstellung, die schlecht. Nein, spielt mir erst nächste Folge. Bin gespannt, ob ich die Weltklasse überhaupt überstand. So, da spielen wir eine 4-1-1, haben 1-0 gegen Newcastle verloren. Spielt mit Rondon, Chadley, Brandt, der 1-0 macht, Zuffi, der das Gelbe bekommt. Ja, da merkt man eben, dass wir gerade geändert haben. Suchi bekommt wieder Gel. Also wenn wir jetzt verlieren, das wäre scheiße. Newcastle führt schon 2-0. Lang macht es 1:1. Also wir müssen heute gewinnen. Wenn wir heute gewinnen, dann machen wir schon einen richtigen Schritt. Kommen Jungs. 1:1. Nein, komm Jungs. Unentschieden, wieder unentschieden. Jetzt kommt der Grosse, hä? Jetzt kommt Newcastle und da müssen wir gewinnen. Oder wenigstens das Unentschieden aushauen. Dafür dürften auch die anderen zwei auch nicht gewinnen oder Unentschieden dürfen zu machen. Haidar, Memba, da kennt man noch Gouffran, Diamé, Murphy können wir einfach auch noch. Diamé bekommt direkt rot. Nice. Jungs, jetzt aber, bitte. Dumbia 1:0, nice. Also hoffentlich ist das nicht wie Simulation 16, wo es scheißegal ist. Das andere Team hätte auch noch 2 rote Karten können haben. Dumbia macht das 2:1. Jetzt auch bleiben, Jungs, bitte. Nice, 2:1 gewinnen wir gegen Newcastle. Wo einmal weniger war. Wir gewinnen aus der Gruppe, gell? Jetzt gegen Sassuolo hier. So. 1,3 Millionen und Kümart will spielen. Gegen Sassuolo. Wird schwierig, he? Aber dann tun wir halt den Ballant mal raus, dafür mal Höck. Der Kümart hier. Und der Boetius mal raus für den Elionussi. Gala soll spielen, dann darf der Franz sich mal auf die 10er-Position und tun wir bald mal führen. So können wir mal anfangen. Okay, auch verändern wieder. So. Gehen wir. Hier simulieren Halbfinale gegen Sassuolo Calcio Italien gegen die Schweiz. Die haben sich unentschieden gegen Feyenoord und Caen und Lorient 3-0 besiegt. Spielen mit Ragusa, Jemol, Ricky, Sensi, Mazzidelli, Maganelli, Peluso, Antei, Terranova, Adjabong und Pomini. 33 Minuten gespielt, 40 Minuten gespielt, 0-0. Newcastle führt 1-0 und wir auch 1-0. Janko kommt hier für Dumbia. Lang macht 2-0 Doppelpack vom unseren Rechtsverteidiger. Newcastle hat 2:1 in Führung, das heisst wir könnten theoretisch im Finale auf Newcastle treffen. Und das sieht auch nach dem aus. Wir treffen also im Finale gegen Newcastle. Recht interessant. Also wir motivieren unsere Spieler natürlich. Und Kümart bedankt sich für die Chance. Wir haben unsere Spieler als Verteidigung vor allem ein bisschen jetzt abgeschätzt. So. Und für Cortesa gibt es gerade mal ein Angebot. Der darf gehen. 18-jähriger 52er geht zum SCR Alltag.
kein großer Spieler, deshalb auch für mich kein Problem. Jetzt haben wir da schon etwas gelesen, Toprak zu Barca auch. Wo ist das? Dann habe ich gerade etwas gelesen von wegen Marktwert. Interessant sein wird für uns. So. Akanji bekommt auch ein Angebot, 1 Jahr darf gehen. Bis jetzt noch keine Verletzte, also da bin ich wirklich froh, dass es noch keine Verletzung gab, weil das ist ja in Arsenal ja Katastrophe gewesen. So, jetzt setzen wir da gerade um. Balanta darf hier, der Suchi darf mal hier. Dann Franz kommt raus, der unser beste Maßnahme mal etwas zeigen, Spora spielt und da kommt der Ding wieder hier. Und sonst lassen wir es mal so. Gut, also Finale jetzt und dann schauen wir mal wegen Transfers ein bisschen um. So, simulieren. Nikolic lang, Suchi. Balance und Rivera sind also als Verteidigung vorher, haben wir es wird nicht gegeben, dass er wusste, Delgado, Mitrovic, Diame, also der Ricci spielt neu, Mitrovic spielt neu, Diote spielt neu, also ein paar Wechsel gemacht. Oh, Newcastle führt schon 2-0. Ai, ich weiß nicht was jetzt. Delgado macht das 2-2, also wir haben noch Chance. Jungs, kommt. Oh, und Shell macht das 3-2. Ai, kommt Jungs. Na, das macht nicht. Shell macht sogar das 4-1. Ai. Lecker, hey. Ah, stopp. So, Boetius, Angebot. Nö. Nein, also, wenn, dann für 10 Millionen, ja. 12 Millionen. Doppelt so viel, wie wir können haben. Aber nein. Gut, jetzt schauen wir schon. Sie freut sich in dem Fall schon, also gute Leistung angebracht. So, Bielucci hofft auf viele Überraschungen von seinem Team, also von GC, mal schauen. Im Moment sieht es ja weniger so aus. So, dann gehen wir mal schauen, was unsere Leute hier bringen. Also, wir bringen einen Aaron Martin uninteressant. Ah Gott, da kann ich alles rausnehmen. Ähnlich fast. Bokonda wäre noch interessant, Korea wäre noch interessant als Stimme. Korea weniger, Cruz, ach Gott, was hat der für Augenbrauen? Leck mir am Arsch. Bruno Santos, interessanter Mann, aber für mich uninteressant. Guede, Samo, keine Name, Samo, das ist nicht cool. Zakaria wäre natürlich auch interessant, aber jetzt im Moment weniger. Wüterich, oh Gott, dann hat er eine halbe IB-Mannschaft aufgezählt. Hey, viel Angebot das. Ich habe schon im Polo gelesen. Konate wäre natürlich interessant, Korea auch. Legen wir mal ein Angebot führen. Und ich schaue jetzt mal, was für Stürmer interessant werden für uns. So, und da haben wir unsere Liste von den Stürmern, die interessant werden. So Achel, Korea, Andrea Bellotti, Dimitri Oberlin, natürlich der Schweizer Talent aus der SCR. Alltag 18, dann Gabriel aus Inter Mailand, Penaranda aus Udine, Piazza wäre zum Auslehnen. Jetzt haben wir schon mal die Werte, brutale Werte von Juve. Insigne natürlich da als Witz eigentlich gedacht der Lieblingsspieler ist und den Young auch ein interessanter Spieler. So, dann können wir eins führen. Leider nicht mehr, weil da fängt die Saison schon Mitte Juli an. Aber es ist wirklich nicht ganz. Also Kümmert will spielen. Fährt jetzt schon anhelfen. Belotti will 19 Millionen. 53,5 Millionen Schweizer. Gut, das habe ich vergessen. Dann, das ist Usi noch weggefahren. Ja, dann ist 15 Millionen. Mal schauen. Was alles Geld sagt. Ah, das ist auch neu. Gesundheit, Dankeschön. Krass. Interessant. So, Büro. Finanzen.
23 Millionen hätten wir. Dann 63 verdient. Das ist ein Stürmer. Ja. Einfach. Young wäre halt natürlich das größere Talent und ist günstiger. Und viel weniger Geld. So, 14 Millionen. Und der Belot, also wenn ihr wisst, der wäre vielleicht ein bisschen besser oder hey, du hast auf den gar nicht geschaut, der wäre auch brutal gut, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn wir das definitiv einen Stürmer holen. Vielleicht wisst ihr gerade die Position, wo wir ein bisschen mehr Bestand brauchen. Dann sagt es mir in den Kommentaren, wir gehen nächste Woche weiter mit Thun, Lausanne und Vaduz. Dann in der übernächsten gibt es dann gerade 4 Spiele, also da wird was auf uns zukommen. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Eben Transferanfragen, Tipps und so weiter. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bis dann und ciao zusammen.